liebe Kolleginnen und Kollegen, noch dem Kollegen Gerans, ja, merci für sein schriftlichen und mündlichen Rapport über dieses Projekt, den sich mit dem Trinkwasser, mit dem Aufwasser und mit dem Heißwasserschutz befasst. Ich meine, nachdem ich viel von unseren Kollegen schon mehr in Details reingegangen sind, würde ich am Anfang die ganze Diskussion bis an die Überlegung an den Kontext setzen von dem 1 Million Einwohnerstaat, den wir anstreben, an Scheierei von meiner geringen Seite längst schon ein bisschen gegrummelt, wobei das Regierung und vor allem die geringen Minister aber alles machen, für einen noch nie gekannten Vitas wollen, auf den 1 Million Einwohnerstaat hinzusteuern. Ich meine, wenn wir am Blick schon Probleme haben mit der Wasserversorgung, der Knappheit, wir haben das alle festgestellt, wenn es einfach wärmer ist als in Lützeburg, und dann haben wir auch schon zu Lützeburg Probleme mit der Wasserversorgung, und dafür auch von pro Kap Verbrauch vom Wasser zurückgegangen ist, so dass man global gesehen aus der Wasserverbrauch an Blut gegangen. Und dafür muss man sich vorstellen, wenn man als Land weiter so wurzeln ökonomisch und noch was die Population belangt, wo gehen wir an 10, 20, 30, 40 Jahren das Wasser sichern. Und ich wäre froh, wenn man der Minister, Herr Präsident, als Dorberkind eine Antwort geben, wo die Regierung sich auch Gedanken gemacht hat, wo man das Wasser sicher geben, wenn wir bei 1 Million Einwohner kommen. Das schon damit gesagt, es getaut schon geschwärzt von Experten, dass man dann aus der Musel müssten Trinkwasser machen. Sicherlich ist das haut möglich für so etwas zu machen. Mir muss ich aber vorstellen, ob es Lützeburger wollen so wissen, und dass da nur eine von den Konsequenzen ist, dass man das Wasser muss von der Musel proper machen, für können zu trinken, und dass man nicht mehr wie in der Vergangenheit fahren, als natürlich das Wasser, was proper aus von den Quellen, aus dem Stausee, nicht mehr durchgeht, für zu benutzen. Das Zweite ist, Doofwasser, Kläranlagen. Kläranlagen, meine ich, wissen wir alle gut, dass wir an den letzten 20, 30, 40 Jahren immer hier an dem Parlament diskutiert haben, an alle Regierungen, die da waren, das Maximum gemäht, dass für den Alex Podry, Umweltminister, weil Marco Schank, an alle gewesen waren, und immer haben wir uns auf die Schelle geklappt, dass wir ein Maximum machen, für das Doofwasser zu klären, mit dem Resultat, dass wir nachher mal in der Situation sehen, und nachher immer einen Nachholbedarf von, wo man so sehr nicht werden kommen. Und noch wenn wir so weiter wussten, da wird das Problem auch nicht gelöst gehen. Da wird das Problem sich immer stellen, weil dann eben die Wurstum, Konsequenzen von dem Wurstum mehr groß sind, wie das, was wir am Blick am Gang sind oder fertig bringen, wir können an die Richtung zu investieren. Tatsächlich ist das mit den Überschwemmungen. Schon mit dem dem Kollegen Gusti Gras noch ganz gut nachgelauscht hat, den auch von den natürlichen Wasserflüssen geschwärzt hat. Mit das nicht nimmen durch den Klimawechsel, dass man haut, so Überschwemmungen. Selbstverständlich von einer Katastrophe, wie wir sie am Enstal hatten, dann ist das eine Katastrophe, die wir eben haben. Mit der Katastrophe, muss ich sagen, also auch nicht vertieft, dass wir so einen Hund wie das am Enstal waren. Der hat auch schon an den 50er Jahren, da kann ich mich erinnern, dass der auch schon waren, wenn wir innen an den Grundheim gehen, und wir gucken da und Fassaden von den Mauern, da stimmt Wasser schon für 100 Jahre 3 auf 4 Meter hoch. Am Grund da innen, der erste Platz, schon Meter weiß ich. Das ist das auch kein neuer Moment, das ist ein Moment, den sich periodisch wiederholt, wobei ich auch klar will, so, dass man alles muss machen, für den Klimaschutz, für den zu begehen. Ich will das also nicht um die Kleinrede, wir sollen auch noch nicht hingehen, wenn das dort ein neues Phänomen war, den man immer kann. Da wird geschwärzt von natürlichen Wasserleben. Wenn ich gesehen, was wir hier in diesem Land am Blick am Gange sind, zu betonieren. Und dass das Regierung Weltmeister dran. Der Kampel als am Anfang, dass ein Minister und den nennt sich Nachhaltigkeitsminister. Der riecht fort wie, wenn ich Betonsminister heiße. Weil so viel wie momentan so betoniert geht im Land, als noch nie gemäht. Und Kollege Gusti Gras, wenn wir gucken zwischen Peterburg und Dietling, da geht es geschwind nicht mehr Beton. Du hast auch ein natürlich Berg gelaufen. Wir haben alle den Terminal zu Peterburg gestimmt. Wir haben noch mal gestimmt. Wir wissen, wie viel Hektaren das denn da
so betoniert gehen, wo das Wasser nur konzentriert. Und das ist auch von den großen Problemen, die wir haben bei den Überschwemmungen, dass dadurch, dass wir intensiv für 50 Jahre hatten, man die Wirtschaften nach teilweise keine Kanalisationen. Dann ist das Wasser an die Wiese gelaufen. Da haben wir alles kanalisiert, mit Kollektor gemäht. An Haut, wenn ihr wieder könnt, dann aus ein paar Minuten, als das Wasser konzentriert, an einen Berg. Und dann ist das normal, dass die Berge mehr sehr Wasser kriegen, mehr konzentriert Wasser kriegen, und dass dann eben Überschwemmungen kriegen. Aber wie gesagt, wir betonieren maximal so, am Blick, wie gesagt, wenn ihr zwischen Peterburg und Dietling gucken geht, sind nach der Moin der Latsch, wenn ihr den ganzen Terminal guckt, wie viel Hektaren haben wir da so betonieren, und das Wasser lebt konzentriert dann auch nicht mehr an einen Berg, weil die Berge als matt so betoniert gehen, sie lebt an Rehe, wo sie dann weitergelegt wird. Man sagt, dass der größte Teil, das umgelöst gehen, handeln, mit das auch ein Teil, den in der Rehe. Es lebt auch ein Teil durch Rehe bei dem Sektor. Also, die Breitenheit zu machen, wie wenn das nicht so wird, das so betoniert gehen, das Wasser könnt konzentriert an die Bachen zurück. Herr Präsident, es sind nur 10 Minuten. Der könnte ich selbstverständlich zugerecht. Aber dann können wir dann machen wir so, Herr Präsident. Traut recht nicht, es ist gerne bereit, wenn man Redezeit ungefähr was dann die Zeit zur Verfügung stellt. Die geht ja gestoppt. Da überhaupt keine Sachen, die nicht vor sind. Das also überhaupt keine Sachen, die nicht vor sind. Dass die stramme Wurst. Überhaupt nicht, was mit vor dass die stramme Wurst auch Konsequenzen nicht auf dem Logement. Aber eine Schuhe lang als Friesinger, wo ihr mich überhaupt nicht erklären, die Gewässer mit, dass die gegen den Mund nicht voll Kollegen, ob der Herr Giberia eng kommen. Herr Gras der Krit, Herr Giberia selbstverständlich Wurz. Wenn Herr Giberia lieber hätte das dazu noch gemacht, dann kriegt ihr da Notwurz. Herr Giberia, der hat Wurz. Und entschuldigt für die Giberia. Ich hatte dafür, dass mich nicht, Herr Präsident. Ich hatte dafür froh, und man Minister, ob es als Kind so wie die Regierung aus der Sicht von Haut gesagt, was die Wasserversorgung anbelangt, wenn man weiter so Wurst ob 1 Million Einwohner hingeht, was dort Konsequenzen wird, ob das machbar ist, wo man das Wasser gibt, und auch was das am Bereich vom Hochwasser als Konsequenz, das gibt ja auch praktisch bedeuten, dass man, ich fand, Herr Präsident, dass als Kollegen fern nervös sind. Also, weil mit dem Projekt Hai gibt natürlich Taxen, ich komme darauf zu schwätzen, gib mir Deier an, du könnt da als Sprachwort, das kriegen Deier, geht heire Menke konfirmiert. Weil wenn man mit diesem Gesetz, wo ja auch Gemengen Männer einerseits und Subventionen kriegen bei der Kläranlage. Herr Giberia hat laut vor, dass es geht. Bei der Kläranlage Männer Subventionen kriegen, wenn in einem gewebenen Fall, wenn sie an einem bestimmten Delay eine Prozedur nur gelaufen und auch Strophe können kriegen, da geht halt gesagt, da gehen die Gemenge gestofen. Nicht Gemenge gehen nicht gestofen. Leid aus den Gemenge gehen gestofen. Weil die müssen die Taxen bezahlen. Und dafür muss ich wissen, dass der Titan bedeutet, wenn wir der Titan alles durchziehen, dass das Leid nur nach mehr Heißwasser an Aufwasser Taxen zu bezahlen kriegen. Und da wird gesagt, dass wir ja aber an den Gemengen, die einen kostendeckenden Wasserpreis haben, da hatten wir nur gucken, da gibt auch die Lokation, wie schwer wir dem Blick angepasst gehen. Mir nach lang nicht alle Leute die Probleme haben, Haut, für die Gemengen hier Taxen an hier Rechnungen zu bezahlen, und das geht immer mehr. Sie genug Bürgermeister und Bannen, sie können ja mal mit ihren Reserven schwätzen, wie sehr das Leid haut, die Rechnungen auf der Gemenge bezahlen, und wie sehr dann sie 24 Jahre die Rechnungen auf der Gemenge bezahlen. Da ist ein gewaltiger Unterschied entsteht, die Leute haben haut viel mehr Leidprobleme, die Hilfsrechnungen, die Gemengen ausstellen, für die zu bezahlen. Und dafür geht es nicht mehr, dass die Leute in die Konditionen von der Allokation wie schwer fallen, dass die dummer die Rolle wie das geht halt weit darüber raus. Und dafür proposieren wir auch, dass es nicht soll nehmen über den Weg von der Allokation, wie schwer die Leute kompensieren, mit dass es soll ein progressiv gestaffelter Wasserpreis
Affäre, wo ein Grundbasis von der Familie, von der Person braucht, da wir schwätzen do von 30 Futter pro Person soll gratis Wasser gehen, weil das was allen Menschen braucht. Und dann soll es natürlich eine Progression geben, das global gesehen den kostendeckenden Preis herausgehen. Alle Leute, die wollen eben über Wasser verschwenden oder über Luxussachen Wasser brauchen, da müssen die eben mehr einen höheren Preis bezahlen, weil lo muss am Kader vom kostendeckenden Prinzip auch die kleinen helfen, Vergeudung und Verschwendung an den Luxus vom Wasser für den Markt zu finanzieren. Dafür, Herr Präsident, wenn ihr guckt, was hier geschwärzt wird, was die Realität ist. Die Realität ist, dass das Regierung weiterführt, für die Strammen, wirst du maximal zu machen, Land so betoniert, mit all seinen negativen Konsequenzen, mit dem Resultat dann, dass nur den einzelnen Bürger muss für die unverantwortliche Politik abkommen, durch mehr Steuern und Taxen. Dat macht dann eben net Liberia dann zwei vorzustellen, die echt ob sich dann einfach bewusst ist, die Hudlo ugeschwert zwischen Betmisch und Diedling, das ein Gegend, die man nicht ganz unbekannt ist, wie wann Dolo wirklich praktisch alles hart verbaut gewesen, ist dann einfach bekannt, dass gerade do an der Industriezonen wie den CRL Multimodal aménagiert genas, dat gerade dort Diedlinger Berg, die effektiv an einem ganz schlechten Zustand sind, die auch praktisch sich durch Reha muss schlängeln, da war do ganz flotte Projekt für Renaturierung aménagiert genas. Und zweitens ist mehr Liberia dann aber auch bekannt, dass ein Gemeng, die mir auch nicht unbekannt ist, und ein ganz höheres Projekt schafft, wie zum Beispiel Dulzig zur Renaturierung, zu renaturieren, wo sie ganz viel schon engagiert wird, was dazu beiseln runter, eben die Gewässer sollen mehr Natur nur fließen und dass dadurch einen positiven Impact auf die Verschwemmungszone. Dafür gängig Mengen an deren Aussehen, soll ich vielleicht ein bisschen bremsen, weil der Sache überhaupt die der Realität nicht unbedingt entspricht. Herr Präsident, ich weiß nicht, wie Herr Grasmer nur geleistet hat. Ganz klar gesagt, ganz gut, ganz klar gesagt, dass wenn wir weiterführen, so zu betonieren, da kriegen wir Handendrohen Probleme mit dem Wasser, weil es da konzentriert an Bergen. Auch wenn wir zwischen Peterburg und Diedling so viel mit dir hat Kamion auf der Straße. Also darüber, durch den Terminal sieht man ehrlich schon mal mehr Kamion auf der Straße, nicht Männer. Nee. Am Frankreich, aber nicht halt zu Lützeburg. Halt zu Lützeburg schon mal zu Stein. Da muss der aber wissen, halt zu Lützeburg schon mal zu Stein. Mehr Kamion auf der Straße durch den Terminal. Und dann wird immer so auf den Zug und durch Frankreich fuhren Männer. Aber halt zu Lützeburg schon mal mehr Kamion auf der Straße. Das sieht aber ganz das sieht der Gate, das den Zug soll Denkt mal global. Ihr seht also der Gate, dass der Zug soll mehr Wuren transportieren an Zug. So betonieren, dass das von der Stadt richtig, da könnte das Wasser konzentriert an Bergen, aber man mit so betonieren, was mehr große Masse konzentriert an Bergen kommen, da können wir renaturieren, wir packen das nie, aber wir merken, dass man den Überschwemmungen, das Wasser kommt konzentrieren, und das Wasser reißt auch, das wird Erfahrung auch mitgehen, auch auf den Platz, auch bei uns an der Gemeinde als renaturiert gehen am Kader von der Autobahn, wenn wir heute gucken, da, wo die großen Kanäle rauskommen, da als Renaturierung, wird basisch wenn eben ein Dick wird, da kennt der Rabde drum alles machen, und dann nicht Renaturierung auch darum nicht mehr im Detail funktioniert, so wie sie geplant war. Das also, Herr Präsident, nicht wie verschiedene Leute an ihrer Universität, meine ich, hat irgendwie etwas falsch gesagt, aber sie sind nervös, dann sei etwas ernste Schwätzen, wenn sie im lokalen Plan dezidieren.